Na, du heisse Praline? Willst du heute Abend eine Füllung? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Nati. Ich bin Mara. Wir haben uns 10 No-Gos überlegt, die wir bei Buben so richtig abtönen finden, aber einfach gar nicht gehen. Nehmen wir es wieder nicht ernst, es sind einfach also die Haltung darstellen, da Stehen. genau. Und fühlt euch auch nicht angegriffen oder irgendwie so. Wir haben uns einfach die gewissen Sachen überlegt und Andere Leute auch gefragt. genau, wir haben noch ein paar Mädchen von unserer Sehr Klasse gefragt lieb. und sonst so. Grüß geht raus. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß! Das erste, was wirklich gar nicht geht, ist ein Blumenschnauz. ja, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Es ist einfach grusig, weil es ist eine Mischung Vor allem in der zwischen, Pubertät, wenn so die ersten Härchen kommen. Das ist ja, es ist eine Mischung zwischen Bart und nicht Bart. Und es ist auch so, es sieht einfach nicht schön aus. das ist auch noch grusig. Ja. Oh. Boah, Baby, das sind so schöne Augen. Ah. Das zweite, was wirklich auch gar nicht geht, ist, wenn irgendjemand von der Straße kommt oder sonst irgendwie per Chat und euch anmachen mit einem Anmachspruch. Es geht einfach nicht. Vor allem, wenn sie so typisch aus dem Internet sind. Ja. Hey, na, du heisse Praline? Willst du heute Abend eine Füllung? Also wenn du ein S wärst, dann wärst du ein scharfes S. Der dritte Punkt ist, glaube ich, eines der schlimmsten No-Gos überhaupt. Aber ich glaube, das ist jetzt eh nicht mehr so in, oder ist es überhaupt nicht so in? Und zwar Sind das Speedo-Badhosen? es ist so schlimm. Es geht gar nicht. Es ist einfach nur... Man sieht einfach alles. Und sie sind so kurz und so. Einfach grusig. Einfach nicht. Okay? Einfach nein! Das vierte No-Go, das auch nicht geht, das aber sicher auch viele kennen, ist, wenn Buben die ganze Zeit zocken. Also verstehen das nicht falsch, wenn Buben zocken, ist das für uns kein Problem. Aber wenn sie nur noch zocken, vom Morgen bis am Abend, hast du meinen Brüder, und einfach keine Zeit mehr haben für Kollegen und Freundin und Und einfach weiss nicht ich was. zuhören. Ja genau, dann ist einfach, dann ist es too much, wirklich. Hey, gehen wir heute mal mit Schweini essen? Nein. Gehen wir vielleicht auch etwas essen, sogar kochen? Nein. Gehen wir überhaupt etwas essen? Nein. Bist du irgendwann mal fertig mit Gamen? Nein. Was? Das fünfte No-Go, das auch so etwas wie ein Kleidungsstück ist, das ich auch schon bei ein paar auf der Straße gesehen habe und mir dann denke so, nein. Jedenfalls rede ich von engen Röhrli-Hosen bei Männern. Ich meine, überlegt es doch bitte einfach den Frauen. Ich meine, bei Männern ist es so... Bitte. Dankeschön, danke. Und sechstens? Ihr kennt sicher die Männer, die einfach nur auf das eine fixiert sind und einfach nur aufs Äußerliche schauen. So Charakter ist scheißegal, einfach nur Hauptsache sie sieht geil aus. Oh shit, Alter! Shit. Siehst du den S? Oh mein Gott! Alter, die ist Alter! Oh mein... Und siebtens? Ich weiss nicht, ob das alle Frauen betrifft, aber zumindest die wir gefragt haben. Und zwar... Und uns. Ja, genau. Also, es gibt die Männer, die sich so geil fühlen, die immer oben ohne Bilder machen, alle verschicken und auf Insta so «Oh mein Gott, schaut alle mein Sixpack an» und «Oh mein Gott, ich gehe jetzt jeden Tag ins Gym und ich bin so hübsch und muskulös und Mädchen schauen mich an, ich bin der geilste Sieg von allen.» Es kommt einfach so arrogant und eingebildet über, wenn ihr auf Insta so viele Millionen von muskulösen Sixpack-Bildern macht. Auf das stehen wir Mädchen einfach nicht. Oh shit! Oh, Alter! Hello! Oh shit, Alter! Oh yes! Oh shit! Woohoo! Das achte No-Go, und das ist eigentlich ziemlich klar, aber wir werden es gleich erwähnen, weil es trotzdem ein wichtiger Punkt ist. Und zwar ist das, wenn Männer
alle Klischees von Frauen, ich sag mal, ausnutzen. Und es regt einfach so auf, wir Frauen sind genau gleichberechtigt wie ihr Männer. Und es gibt überhaupt kein Klischee, das sagt, dass wir mehr mitmachen als ihr. Wie, wo bist du? Er ist gekocht. Hä, nein, was? Wieso hast du denn gekocht? Was hast du eigentlich das Gefühl, du kochst und putzt da und ist dreckig oder Staubsauger? Hä, nein, ich bin nicht... Was hast du jetzt? Was hast du gerade gemacht? Ja, keine Ahnung, wieso? Oh, keine Ahnung. Ich will noch arbeiten und Geld verdienen und du kochst nicht mehr für mich. Wieso? Hä, was Bist du für eine Frau? Ich brauche eine neue. Der 9. Punkt ist auch ein ziemlich ernstes Thema. Und zwar ist das ungefähr gleich wie das mit den Sixpack-Bildern und so. Und zwar einfach 1000-mal schlimmer. Und zwar rede ich da von Nacktbilder. Ja, und ich meine das wirklich ernst. Es gibt Männer, die haben das Gefühl, wir Frauen finden das geil. Wir haben auch andere gefragt und das finde ich Es gibt doch... Ich kann mir das nicht vorstellen, wie eine Frau auf das steht. Vor allem, wenn sie das gar nicht verlangt. Ich meine, vielleicht gibt es Frauen, die das so, ja, kannst du mir bitte schicken. Oder? Ja. Aber ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht, wie Männer auf die Idee kommen, boah, jetzt mal ein Fickbild schicken, sie steht voll drauf. Nein, bitte schickt keine Nacktbilder, weil es ist so hässlich, es ist so eklig, wirklich. Und das 10. Ist, wenn Buben, wenn sie mit dir alleine sind, mega herzig sind und du bist die Einzige und keine Ahnung was. Und sobald sie mit seinen Kollegen sind, sich ganz anders verhalten und so sich mit meinen und keine Ahnung, sind doch einfach wie ihr sind, sowohl von uns als auch von euren Kollegen und dann noch nicht so verhalten, als wäre der, keine Ahnung, so anders. Das ist einfach nicht geil, wirklich. Hey, ich muss dir sagen, du bist wirklich so eine Hammerfrau, ohne Witz. Oh, danke. Nein, ich bin so froh, dass ich dich habe und ich kann auch mir froh. niemand anders vorstellen, wirklich. Ey, das ist doch der Ramon! Voll. Ey, schon lange nicht gesehen. Ich muss sagen, ich habe vorher so eine geile gesehen. Oh, Ohne shit. Scheiß. Ey, wie bist du? Ist jetzt wahrscheinlich 10 cm gewesen. Und wir haben so eine richtig geile Videoidee gehabt. Und zwar... No-Gos für Jungs, yeah! Wieso erkennen sie eigentlich nur dein Gesicht? Ich bin auch ein Mensch. Ey, wie bist du die? Hallo! Kann ich nicht antworten. Ich habe wirklich ganz gefällt, dass ein Fick das ist. Ah, ist das ein Bub? Ja? Ey, wie bist du? Boah, das sind so schöne Augen. Ich kann's nicht. Es geht nicht. Ich bin nicht so. Der hat mich umgebracht. Ja. Wer? Schau mal, ist schon gerade Blut. Ich bin voll gut. Ein Huhn. Das Wie bist du? Warte, ich... Mann! Hey, geh mit mal irgendwo schön hin. Go schön hin. Du musst mich anstrengen! Ich kann dich nicht anstrengen. Okay, doch, jetzt habe ich mich anstrengen. Mara, nicht lachen! Er ist gekocht. Nein! Nein, was für ein Wunder. Von der Sache. Shit. Was sind wir überhaupt im Bild? Bleib mal genau da stehen. Ja. Sind wir nicht, oder? Nein! Ey, hast du das nicht gemacht? Wir wären so hübsche Männer. Du kochst mir nicht sofort etwas das. Ching Chang Ball. Ching Chang Ball. Oh Scheiße. Oh Ching Chang. Woo!
Schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche No-Gos von Buben kennt oder von Mädchen. Nimmt uns auch mega Wunder. Vielleicht machen wir mal ein Video Andersrum. genau. Oder was wir an Jungs cool findet. Oder herzig oder was auch immer. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn euch das interessiert und wenn ihr das Video sehen wollt in dieser Version. Und abonniert mich doch kostenlos, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt oder mit ihr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!